Der erste Programmpunkt unseres Finales ist, wie ich finde, wirklich was ganz Außergewöhnliches. Und zwar muss ich das gerade mal vorlesen. Wir hatten vor einigen Monaten einen Brief bekommen, der gerichtet war an unsere Arbeitsgemeinschaft Rather Musikfestival, an den Herrn Ennenbach, der Ento. Da schreibt ein Herr: sehr geehrter Herr Ennenbach, ich habe meinen ganzen Mut aufgebracht, um mich vorzustellen. Ich bin 79 Jahre alt, spiele seit meiner Kindheit Mundharmonika, bin Autodidakt. Können Sie sich bitte meine CD anhören und schreiben Sie mir, ob ich bei eurem Musikfestival mitmachen darf. Mit freundlichen Grüßen, Siegfried Kapinski, Ostmeerheimer Straße, 469 aus Köln-Meerheim. Und der SCC. Und ich muss sagen, das gehört genauso zum Musikfestival wie Heavy Metal, wie Pink Floyd, wie Blues, wie Rock'n'Roll, wie alles andere. So ein junger Mann wie er, der mit dem Mundharmonika spielt. Und wir gucken mal, wir haben so ein kleines Medley zusammengestellt und wir hoffen, dass das einigermaßen funktioniert. Ich muss gerade mal meine Gitarre stimmen. Moment. Ja, wunderbar, ich bedanke mich. Ich brauche mich ja gar nicht mehr vorzustellen. Besser konnte ich es auch nicht machen. Ich werde mich jetzt anstrengen. Hoffentlich reicht die Luft. Und hoffentlich kann ich euch eine Freude machen. Es geht ja weiter, Kinder. Ne? Jetzt nicht so vorlaut von euch. Ne? Ein bisschen Ruhe. Der Herr Brock muss ein bisschen Luft holen jetzt, Herr Kapinski. Ich spiele, ja, ich werde jetzt La Paloma spielen. Das ist das Lied, mit dem ich das Herz meiner Frau erobert habe seinerzeit. Hört ihr Männer von Radheuma, ne? Schafft euch eine Mundharmonika an.
La Paloma. Vielen herzlichen Dank. So, noch so ein Liedchen, wo die Frauenherzen dahin schmelzen. Lili Marleen. Okay? Okay? So, eine haben wir noch. Zugabe kommt. Ich finde, der Herr Kapinski hat so schon gesungen, dass einem die Tränen in die Augen steigen. Und deswegen heißt das letzte Lied auch Tränen lügen nicht. Ja. Vorher würde ich sagen, Weltfrieden. Prost, ihr Lieben. Der Kapinski muss auch keiner trinken. Danke. Ihr Lieben. Ich bin unheimlich stolz, dass ich heute hier auf der Bühne stehen darf und dass es mir gelungen ist, euch auch eine Freude zu machen und dass ich mit so berühmten Musikern wie Lückerath zum Beispiel zusammen auf der Bühne stehen darf. Das ist für mich das Höchste. Ich danke euch. Für mich ist es wirklich das Größte, dass ein Mann wie der Herr Kapinski den Mut gefunden hat, uns so einen Brief zu schreiben. Also ich kann euch nur ermutigen, ne, wer von euch nächstes Jahr auch mal hier spielen oder singen möchte, ne, ein kleines Briefchen genügt. So, vielen Dank, Herr Kapinski, und noch einen schönen Abend. Danke.